Die Zeit ist reif für den allerletzten Part hier bei Xenoblade Chronicles, dem Part 164. Und zufälligerweise erscheint er genau am, 6. Mai halt und der 6. August war damals auch 2012. Das Datum, wo das alles begonnen hat, sprich der gleiche Tag im Monat, also, ist schon ein bisschen zufällig und so. Haben wir gut hingekriegt, von 164, 64 ist sowieso für Nintendo-Fans eine bekannte Zahl und von dem her, so. Also ich habe jetzt da offscreen noch ganz kurz Materialien ausgesucht zum Übernehmen vom alten Spielstand und jetzt gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht bei Spielstand, Plus war so durchgespielt. Das waren die alten, genau, da ist noch Gefängnisinsel, genau, das war da, glaube sogar kurz ein Kampf gegen Drachenkönig sogar, noch alter Schwede. Vielleicht noch vorher speichern sollen, aber egal. Kann man dann offscreen nochmal gegen den catchen, dann vorne abspeichern hier und dann ist alles auch wunderschön. Wie? Speichern. Ja, ist bereits, abgeschlossen, gut. Zurückkehren, nö. Direkt weiter. Ja, haben wir doch schon. Machen wir jetzt nochmal oder was? Ich hab schon, Leute, das muss nicht sein. Nee, ich hab's schon gemacht. Gehen wir nochmal zum Titelbildschirm zurück. Okay, also falls wir da irgendwie einen Fehl gemacht hätten, nicht wahr? Auswählen aber so teilweise wirklich gemacht, aber ganz ehrlich, ich spiele sowieso keine Rolle. Wenn wir dann nochmal von vorne anfangen, dann können wir dann nochmal neue Waffen wählen. Ist sowieso cool, von dem her. Null Problemo. Tja, aber irgendwie ein bisschen. Ja, also die Frage normalerweise ein Let's Play durch habe, ist meistens eher ein bisschen traurig. Diesmal ist eine Mischung aus, Traurigkeit, als auch, aber ein bisschen aus der Freude daraus, dass wir endlich geschafft haben, nach fast 2 Jahren dieses, Spiel endlich mal durchzuspielen. Und vor allem doch noch, wirklich gesagt, geschafft haben, das durchzuspielen, also das ist, nicht unbedingt etwas, was ich vor, sagen wir mal, 50 Pausen noch etwas erwartet hätte. Teilweise hat recht, müssen das Spiel abbrechen und so, hatte gar keinen Bock mehr drauf, weil irgendwie die Gegner zu stark waren plötzlich, die Level unfair verteilt waren, etc., aber habe ich alles schon jetzt im Part vom Fazit her alles schon erklärt. Okay, jetzt nehmen wir das Spiel fort, ich weiß gar nicht, kann ich jetzt hier weiter? Spielstand laden? Ja, gerne. Und jetzt kann ich irgendwie Spielstand Plus machen, oder was? Ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. Weil, wie gesagt, das Spiel haben wir durch, aber jetzt sollen wir scheinbar das dritte Monator trotzdem noch behalten. Also theoretisch müssen wir wieder mit Dunban Dixon Umka anfangen. Long ago, the world was nothing more than an endless sea, cloaked in a boundless sky, reaching as far as could possibly be imagined. Then 2 great titans came into existence. The Bionis and the Mechonis. The Titans were locked in a timeless battle. Until at last, only their lifeless corpses remained. Eons have passed. Now, our world, this vast land stretching across the remains of the Bionis, is under attack from a relentless force known as the Mechon.
Retreat! Retreat! Ah! Ah! Get away from me! Retreat! No retreat! The Inventor's unknown! No! No! They're advancing down our weak right flank. For a bunch of soulless machines, they seem to know a thing or two. But we'll see. Dunban, we've been given the order to retreat. We're pulling back the line to Colony 6. That's where we'll set up the last line of defense. Yeah, that's a good idea. Any more time spent hanging around here, and we're done for. Count me in. We gotta get out of here. Or we can stay and fight. What? Ah! We may die if we take a stand here, but staying gives us the chance to change our destinies. We have the Monado. With this, the future is ours for the taking. Stupid beast. Your body can't take any more of the Monado. I can tell by just looking at you. Getting short-sighted in your old age, Dixon. I'm fine. Don't worry, I'm still in control. I should have known I couldn't talk sense into a beast. Let's do this. I'm going with you. You'll need someone to drag your corpse on. As long as you think you've still got the strength in you, old man. Oi, you two! We've been ordered to pull back. I'm leaving! Well, I say you're coming with us. What would we do without those? The enemy's second wave! It's approaching! It's now or never, Dunban. Let's show them what we've got. We'll give them a warm Hom's welcome. Acknowledged. Yeah! Ha! What are they trying to prove? I'm not throwing my life away. No point dying in some godforsaken field. Nothing for it. I'll have to use Dunban as a decoy. Yeah, that should give me time to escape. Alter Schwede. Leute, habt ihr das gesehen, ey? Ich meine, klar, Cutscene und so ist schön und gut, aber wir haben zwar die alte Rüstung und so. Mein Mumka sieht auch so aus, wäre er bereits, ja, hallo, du bist bereits auf der feindlichen Seite und so. Ist klar, mit Level 80. Ist klar, ich hab einfach alles übernommen. Ey, das dauert keine 2 Sekunden. Ja, hat er gesagt. Aber vor allem in den Cutscene, dass sogar dort übernommen wurde. Ich meine, hallo, das ist Monado, oder was eine eigene billige. Gut, billig ist natürlich nicht. Aber es ist komplett hier das Monado. Alter. Ja, kommt nur, kein Problem. Ich mache euch. Dann dauert das. Das dauert überhaupt nicht lange, du. Keine Chance, haben sie nicht die geringste Chance. Ein Attacke pro Mekon. Mir ist ganz sogar irgendwie in Gesicht Mekon, muss gerade Sansa selber kommen. Ihr habt doch keine Chance. Und tschüss, Sikowski. Alter. Aber das ist keine Zwischensequenzen so. Ich weiß auch nicht. Teilweise ist es doof, andererseits cool. Ja, klar ist Monado. You gotta be kidding! It's their main force. Looks like the Mekon are hell-bent on taking us out. They'll have to be if they want to beat us. Now, let's even the odds a bit. You heard him. Dixon, Mumka, let's do this. Dunban!
ain't going down that easily. Tomban, you alright? What does it look like? I'm still good to go. Guess even a hero's gotta reach his limit eventually. Mumka, what are you doing? That way is... Sorry, brothers. Hate to drop this on you, but it's the Monado they're after. So have fun keeping them occupied for me. I'm getting the hell out of here. Mumka, you dirty... Now, don't worry. I'll organize your funerals. Well, see you, boys. Wait! Huh? If this is a joke, it ain't funny. Looks like this is it. At least we know our luck can't get any worse from here. Tomban? Dixon, take care of the survivors. Tomban, what are you playing at? Those idiots. I'll just come and get the Monado when everything's quieted down a bit. That thing's gonna be mine! Oh no, please! No! Vile Mechon. If you think the Homs, the people of Bionis, are just waiting here for you to pick us off, you are sorely mistaken. Xenoblade Chronicles. Also muss schon zugeben, ey, das ist ein komplett anderes Feeling, wenn du nochmal durchzockst und dann siehst, okay, da Level 80, Cutscenes, was macht er da? Bam, bam, bam mit dem Pseudo-Monado. Fujinsu, was macht er im richtigen Kampf? Bam, 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 Fujinsu. 1, 2 und dann, es wäre wirklich Level 80. Ein Jahr später. A Mechon M71. I bet I can use its optical system to align one of the anti-air batteries. Oh, no good. It's broken. The joint section. It's buckled. It's completely useless. Ugh. Huh? An M69! Its armor would be perfect for making a shield. If I can just get it off, I should be able to... Shulk! Rhine! It's not a Mechon. It's just a Crabble. It was using the Mechon armor as a shell. I'll lure it away and topple it. When it's down, use your axe to finish it off. Alter, die arme Krabbe, ey. Oh, komm schon, Leute, das kann ich nicht machen. Ja, Level 1, klar. Tschüss. Also das ist... Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das war gemein. Gibt's noch? Von mir aus nochmal und tschüss. Okay, nee, also das ist schon ein bisschen crazy. Thanks, Ryan. That was a close one. Man, what were you doing wandering off by yourself? Stay where I can keep an eye on you. It's pretty dangerous outside of the colony. There are all kinds of monsters. Yeah, but thanks to you, we got its shell. Everyone in the colony is going to be really happy. I'm more worried about you than the shell. Oh, whatever. Knowing what you're like, at least you'll make a decent weapon out of it. This scrap driver's excellent. I just learned by watching Dixon make weapons. Of course, Dunban's weapon still beats them all. The Monado. I hope I can figure out the secret of his power one day. You will, Shulk. Anyway, we better get back to the colony.
If I'm late for drills again, old Squaretash is gonna kill me. Squaretash? Oh, the Defense Force Colonel. He's pretty scary. Tell me about it. Sorry, I didn't mean for you to come all the way out here during your break. Don't worry about it. Let's get back. Ja, also da schüttelt nur den Kopf, Leute. Bis etwa Level 80, ey, was soll der Quatsch? Das ist ja einfach unglaublich. Okay, das ist, also so sieht es also aus, wenn wir ein New Game Plus machen, war. Wir haben nicht nur, ja, wir können was sagen, im wirklichen Leben, also kämpfen unsere neuen Waffen. Nee, wir haben es auch in Zwischensequenzen. Soll doch ein bisschen verwirren, wenn dann plötzlich von Monado und so reden, dabei haben wir es ja. Wobei, ich kann fragen, kann ich eigentlich Schulk? Wir müssen eigentlich nachher irgendwie ausprobieren, wa? Das sprich, ob Schulk wirklich irgendwie, ob er das normale Monado auch auswählen kann, weil aktuell natürlich das Monado Plus, also oh. Was? Kein Juwelen mehr? Gibt's sie gar nicht mehr? Ja doch, wollten sagen, ey. Alle Juwelen geklaut? Ja, was soll der Quatsch? Naja, was soll das? Monado 3 ist noch da, ist natürlich auch schön. Das normale Monado fällt natürlich noch. Das müssen wir später da irgendwie reintun oder so. Eine alte Waffe fällt auch, nicht schlecht. Okay. So viel jetzt dazu. Ja, Leute, wie man sagen, das war's bereits zu diesem, ja, Part, diesem Let's Play. Ich habe vorhin angekündigt gehabt von wegen, ja, vielleicht mache ich noch ein Let's Play und so. Oh, geht das vielleicht? Ich hab's ja übernommen, oder? Die Punkte. Das geht nicht. Muss ich später mit anderen Charakteren zurückkommen, oder was? Ich weiß nicht mehr, Leute, das ist schon zu lange her. 123 Parts, um genau zu sein. Da waren es letztes Mal hier und haben gegen die Viecher gecatcht hier. Sah doch ein bisschen anders aus. Und das fette Monado 3 gehabt und so. Alter Schwede. Ja, also wie geht's eigentlich weiter? Xenoblade Chronicles, geniales Spiel und so, was mir jetzt hierzu eigentlich noch ein bisschen fehlt, ist das 100% Let's Play. Das habe ich bei weitem nicht 100% abgeschlossen. Die Frage ist, mache ich das jetzt noch? Jein. Jein heisst, wenn ich es nochmal mache, dann ist es natürlich eine Variante, dass ich ein New Game Plus mache. Also wie jetzt, ich meine, es ist ein bisschen was anderes und so. Wir doch schneller durchgehen, sprich, wir können uns da mehr auf die Sidequests konzentrieren und ja, die eigentliche Story kennen wir ja. Und ganz ehrlich, bis damit mit uns Level 80 wieder irgendwie Probleme haben, also wird schon ein bisschen dauern, bis wir da wieder ein bisschen stärkere Gegner treffen, nicht wahr? Die nicht gleich mit 1-2 Schlitzen besiegt haben. Von dem her wäre es natürlich noch ein bisschen witzig und so, können noch ein bisschen was machen. Und ja, wenn es nochmal ein Let's Play geben sollte davon, so ein quasi New Game Plus oder Xenoblade Chronicles Plus, könnte man auch sagen, dann wird sicher im Together sein, wenn nochmal alleine. Ich glaube, ich muss mir das antun. Ja, Together. Können uns eins irgendwie sagen, ja, Kamerad sagt vor allem, ich bin da eher als Beobachter dort oder als Zweitplayer, wobei die geht gar nicht. Aber ja, wie gesagt, als Beobachter und so, und dass vielleicht auch der andere die Videos auf seinen Channel Let's Playt und ich da mehr einfach nur Co-Moderator bin, kann natürlich auch sein. Weiß noch nicht genau, aber ganz ehrlich, es war auch erst eine Pause. Es hat so lange gedauert, das Projekt, und also, wie gesagt, wenn überhaupt noch ein Wii Let's Play kommt, dann wird es sicher noch 1-2 Jahre dauern. Und jetzt nochmal da durchzuzocken, vielleicht mache ich es privat nochmal irgendwann, einfach mal just for fun und so, aber Let's Play technisch, denke ich mal, und vor allem Wii Let's Play technisch, habt ihr sicher eine Weile genug von Xenoblade Chronicles. Was ich noch vergessen habe, im letzten Part zu erwähnen, da waren mir die Credits leider ein bisschen zu schnell, was ich jetzt noch gerne machen würde, ist bezüglich dem Nachfolger. Ja, Nintendo arbeitet mittlerweile mit Monolith, oder? Ich glaube, so heißt die Firma. Ich hoffe, ich habe es nicht falsch ausgesprochen. Die wir im letzten Part noch in den Credits gesehen haben. Die Entwickler hier von Xenoblade Chronicles arbeiten ja aktuell noch an einem Projekt X heißt einfach für die Wii U. Und laut den ersten Screenshots könnte es an Xenoblade Chronicles angeheftet sein, oder? Ja, man weiß nicht, vielleicht ist es ein Nachfolger, vielleicht ein Vorgänger, also ein Prequel oder ein Sequel dazu. Da weiß ich kann jetzt auch, vielleicht hat das gar nichts damit zu tun, ist eine andere Welt, wo einfach nur gewisse Änderungen bestehen, keine Ahnung. Aber schauen wir sich an, und wenn es irgendwie mit Xenoblade Chronicles zu tun haben sollte, könnt ihr euch sicher sein, dass ich ein Let's Playen werde. Also das ist sicher, wenn es mit Xenoblade Chronicles zu tun hat. Dann werde ich jetzt sicher Let's Playen halten, auch Blind wird es ein Blind Let's Plays, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt Erfahrung mit dem Genre, und auch wenn es dort ein anderer Story-Modus sein soll, auch so gewaltig groß und so, also wenn du ein bisschen was die Story dahinter kennst, den Ursprung, das Kampfsystem, das System dahinter, dann dürfte auch so ein Nachfolgeprojekt eigentlich nicht so das Problem sein. Von dem her, ja, bin doch noch auf knapp 20 Minuten gekommen, ganz geil. Wie gesagt, in New Game Plus, vor allem in Zwischensequenzen, die auch die neuen Waffen jetzt da dabei sind, ganz geil. Ich hoffe mal, ihr hattet trotzdem Spaß bei diesem Projekt, das jetzt doch schon lange gedauert hat, und ja, danke auch für die Treue.
würde man sagen, bis zum nächsten Projekt, das sicher auch kommen wird. Rollenspieltechnisch hat sie eigentlich nicht mehr so viel übrig. Jetzt haben wir Last durchgezogen, Xenoblade Chronicles. Pandora's Tower müssen nochmal von vorne anfangen, genau, aber damals abbrechen müssen. Dann natürlich Let's Play von The Last Story und halt sonst noch viele weitere Rollenspiele auf anderen Systemen, die nicht unbedingt nur bei Nintendo liegen müssen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen jetzt trotz allem, wünsche euch noch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Projekt, bis zum nächsten Rollenspiel-Hit. Und wenn wieder was bei Xenoblade Chronicles ansteht, dann hört ihr von mir. Bis dahin, ciao zusammen!